wir den Weltslobdach und da hätten wir uns einfach da drum mit in Sina mit Hilka und Lisa, wir alle Kind und Internet und die anderen sozialen Medien. Und da frage ich erstmal, wo habt ihr denn so schlopen letzte Nacht? Ik heb zo niet goed gelopen, weil ik ga ja für de verleden wegen ha ik ja Urlaub had. Und ich bin immer noch so, ich weiß nicht, ich bin noch so, so stresst von meiner Arbeit, dass ich elken Tag so moe bin, ich kann direkt am Morgen noch in Bett gehen und ich fall direkt am Morgen in deepsten Schlaf bin und wenn mein Wecker dann an Morgen dingelt, dann denke ich mir, ist das Söben? Oh, ich kann noch nicht aufstehen. Und ja, ich kann so gut schlafen. Aber zumindest so, dass du deinen Stress nicht mit nur Bett nimmst und wegen dem Stress nicht schlucken kannst. Nee, das ist ja auch so was für das Gehirn, für den Brain, ne? Wenn du hier im Dach so viel da immer darin da ist. Und mein Trick ist aber, achter der Arbeit, dann gehe ich direkt mal ob mein Ergometer und dann strampel ich eine halbe Stünd oder eine Stünd. Könnt beten, ob darauf an, wo lang die Serie ist, die ich gerade kiek. Und dann komme ich so richtig runter. Dann bin ich so, dann gehe ich noch ein Bad, nehme eine Scheune, Dusche und dann was eten, was lesen und dann auf ins Bett. Du hast einen Ergometer in Fuß, das ist ja auch toll. Ja, das ist eben so zum Zusammenklappen. Und dann ist das so lütschig, das kriegst du, wenn du so einen großen Chap hast, kriegst du das darin. Ah. Oh, ja. Das ist gut. So was brauche ich auch noch. Würde Corona-Punnen wieder wegtöbern. Gott, wo ich eher Mörs. Also nicht so vollkommen ordentlich. Ja. Sina, bist du irgend so ein früh ob Steier, der dann direkt im Sport macht? Ja, ich mag tatsächlich morgens gern Sport, das mache ich gern. Und für erste Kaffee, so, das kann ich wohl. Aber ich kann nicht sagen, also ich bin so beides. Ich bin Nachteule und ich kann gut Frau aufstehen. Das kann man natürlich nicht für einen langen Zeitraum beides zusammen hinkriegen, also Lord in Berge und Frau aufstehen. Aber ich bin eigentlich, also richtig viel Schlaf brug ich eigentlich nicht. Aber in diese Corona-Zeit ist alles. Also ich kann nur gut 7, 8 Stunden schlafen und hab dann erst das Gefühl, nur ist real. Das ist alles nicht so. Also ich komme einen Weg mit 3 Stunden eigentlich auch gut. So. Was? 3 Stunden? Das ist ja mal. Ich bin dann irgendwie auch Uhl und Lerk, aber in eine andere Richtung. Ich muss früh in Bett und stehe los. Das ist ja auch toll. Das Wichtigste ist ja bloß, dass man geht, wo man so drupp ist, dass man sich gut versören kann. Also das ist ja eigentlich das Wichtigste. Ne? Und natürlich, wenn ich irgendwie so auf so einem Klassenreis von Musik bin, mit 100 Kindern ein Weg, dann ist mir Schlopp wirklich egal. Das muss ich aber dann natürlich in der Weg drupp ein bisschen nachholen. Also ich kann auch mit wenig Schluck umgehen, man nicht mit schlechten Schluck. Also ich habe für Porto 3 Arbeiten in Duisburg und ich habe direkt im Mann für meinen Schlupfstufen Strotenbohnen. Ich habe bis nülich nicht gewusst, wo Luten Strotenbohnen wählen kann. Aber wenn der Erste den Glock fair für den, also gefolgt in die Schlupfstufe losführt, nee, und der war ich echt grantig, weil der ist so 3 Minuten für halt das Gefolg. Furchtbar. Also, ich von Anfang an wusste, ja, du kannst bloß 3 Stunden schlucken, 1 Gold, aber das, Und irgendwas halt gut schlucken kannst. Okay, das ist alles. Ja. Und wo schleppt man in Island? Ich stelle mir das nur so klischee-typisch vor, dass doch gar nichts ist und es ist sacht und man kann hellmoig schlafen. Ist das so? Ja, im Winter kann man eigentlich hellmoig schlafen, weil das die ganze Zeit düster ist. Und nun habt ihr mich verklort, dass, wenn der Dorf immer länger wird, dass du gar kein Bedürfnis mehr hast zu schlafen. Dass ich das wieder vielleicht irgendwann nur noch 3 Stunden Nacht habt, denkt der Körper gar nicht an Schlafen. Also galt biologisch dann einfach nicht. Und bei mir ist halt immer noch hell. Jetzt, meine Dorfe sind nur länger als schauen. Das ist ganz crazy. Nu?
Ja, ja. Das geht so fix, das ist total verrückt, weil das sind so am Dach dann so 20 Minuten jeweils länger, da das hell ist. Das ist ja mal hier, ja, Dämmerung. Dämmerung. Ja. Ist doch ganz schön. Ich bin gespannt, wie sich das so anfühlen, da jetzt so späten Mitsommernacht, wie das dann, ja, wie mein Körper da auch reagieren dauert. Und wie halt überall, man sitzt ja hier so, in jedem Zimmer hat man eigentlich diese Rollos. Man kann so eine super sexy, wie man dann nennt, halt so eine Schlafmaske. Ja, obwohl die das nicht manchmal geil, wenn du dann durch einen Hus kommst, dass du dann nicht ganz träge bist, wie das dir viel freuer düster wird. Ich bin mal gespannt. Obwohl gerade plane ich ja im Winter, werde nur Deutschland gehen. Und dann wird ja quasi ute Dunkelheit, werde in den Dach nach Deutschland. Okay, denkt sich mein Körper, oh Lisa, was machst du denn hier mit mir? Wir fangen jetzt mit dem Schlaf an. Ja. Ein ganz eigenartig Jetlag-Feeling, ja, so ein bisschen anders. Ja, Jetlag mit Schlaflag. Schlaflag. Dann gucken wir nochmal, wenn du wieder dort bist, wo die das denn mit der Umstellung geht. Das ist ja wirklich spannend. Ja. Absolut. Ich fand den Winne oder die Winnetik jetzt schon bannig spannend. Ich glaube, das habe ich schon erzählt, dass der sich das ja mit den Lampen und alles so schön, so moi und warm mockt hat, dass das gar nicht so ein richtig kohler, düsterer und drückender Winter war, sondern wirklich schön irgendwie. Und jetzt frage ich mich, ob es für, ja, also wenn jetzt der Himmel mal wieder blau war und der ganze Schnee, der ist jetzt gerade am Smelten und das ist verrückt, was für Wordemassen die Straßen runterlopen dort. Das kann man sich nicht vorstellen. Ich will wieder mit den Straßen gehen und dann war nur ein reißender Berg. Und ich dachte mir so, okay, ich guck mal, wo ich jetzt hier irgendwo lang gehen kann. Und ich lieg's bitte was nasse Weiter haben. Hast kein Gummistaples mehr? Nee. Ich habe ja nicht so viel Platz. Und ich habe sowieso nur ein paar Schaudobi. Da bin ich irgendwie so warm Winterstaples, die auch im Schnee fest sind, die sind doch auch wortedicht, oder nicht? Ja, Beton gewissen Grad an Worte. Das ist so viel Worte hier. Hättet ihr das gehört, ein Flug, der bloß ein paar schön mit halt, das geht's. Ja, ich bin nur total genügsam. Und bei das sind meine Wanderschau, die halt mit um Camino. Also die sind quasi schon von mir oder mit mir von Lissabon nach Santiago lopen, wie um die 40 Grad. Und hier wollen die dann in Island wie minus 20 Grad. Geile Teile. Also das ist eine Klumpe der Show, was guckt wie. Ja. Ja, genau. Und hier kommt die Werbung, der Sponsor von unserem Video. Du hast halt recht, wie das so hell ist, hast du erstmal das Gefühl, du buchst gar nicht so viel Schluck. Aber jechtens, wofür ist der ja gut? Mag den Körper das denn liegers, dass er sich doch mal mehr regenerieren muss? Jetzt hier schon? Ja. Noch mag ich das nicht. Nee, ich denke, das war dann eher, wenn ich wirklich 5 Stunden oder weniger dann an Nacht habe. Da kann ich mir vorstellen, dass ich das dann mag, vor allem im Sport, dass ich dann vielleicht weniger Power habe oder mehr Hunger vielleicht auch. Ja. Ich weiß nicht so genau. Mal kicken. Ja, und habt ihr Fitnessstudios dann die hele Nacht auch ab? Das ist eine gaue Frau. Ich wollte nichts mehr nachfragen. Nee, der hemmt also ein Ergometer in Schkap. Ich brauche den Ergometer, Hilka, sorry. Ja, da wollte ich mal fragen. Ich bin ja schon dankbar, dass wir überhaupt vernünftig ins Fitnessstudio gehen können. Also bei uns, wir haben eine Inzidenzwert nur von 2,2 Glückwig. Also bei uns ist 1 wäre recht normal. Hey, das ist ja Dröm. Ja, was habt ihr in Hamburg? Hundertschaft, ne? Ja, in Hamburg habt ihr Hundertschaft. Ja. Leider, das ist wirklich nicht mooi. Ja, so. Ja, wenn das morgen immer noch über 100 ist, dann fahren wir wieder zurück. Und dann würde ich bloß eine Person treffen. Ja. Packt Joe ein paar Schau in und kommt hierher. Bitte. Ja, also was das angeht. Wirklich zur faire Klumpe Island, ihr hättet ihr das all wieder. Ja. Wie noch von dort der Presse, nun schlägst du wieder an und Mallorca rüber und du bei so und so Hotspot.
Ich hätte die Lü nicht verstanden. Nee, ich meine, da deit mir auch leid für die Mallorquiner. Die sind ja auf die Touristen anwiesen. Aber das bringt die ja auch nichts, wenn die nur gute Tollen da habt und die Deutschen bringt dann Corona da wieder auf die Insel. Ja, das ist, aber das ist ja ein strukturelles Problem. Also der Lü, das ist das ein, aber der Politik, der sagt, ist okay und das ist kein Risikogebiet mehr und gibt keine Quarantäne, das finde ich eher das Schwor. Also von der Lü, ne, also Chlor ist das auch toll, wenn man an so gut denken, da man fort jetzt, nun lebe nicht oder vielleicht nicht, aber grundsätzlich finde ich, ist da der Politik wirklich auch in Pflicht, dafür zu sorgen, dass man das hier noch irgendwie miteinander hinkriegen deit. Und das ist keine gute Idee. Also, das werden die auch. Ja, und wenn du dann an den Rest von Spanien denkst, Ja. ne, die Spanier, die dürfen nicht nach Mallorca. Ja, das ist, ja. Ja, Also- das wäre natürlich konsequent, wenn sie in Mallorca sagen würden, wo sind die Inzidenz in welchem Land und wo kennen Lot wie rin und wo kennen nicht. Ja. Und dann wären wir der auch nicht. Ja. Ja. Das ist so. Aber wenn die damit nur anfangen, dann haben wir Schloppdach auch all. Ja, Dann könnt ihr alle nicht mehr schlucken. Ja, genau. Ja, aber Benita, ich habe auch all sehen, du hast da all den Schluck trunk. Ja, also ich sag von Doruk noch irgendwie einen Film, wie drückt irgends gar nicht zu viel trinken, obens für Schlucken und wahrscheinlich gut werden, aber ich finde das einfach schön, an oben so ein Glas Rotwein und das scheint ja auch gut für das Hartwein und überhaupt und für die Seele und ach, ein Glas, geil, Alter. Was hast du denn von, Entschuldigung, Hilka? Nee, sag du. Was hast du für ein neues T-Shirt an? Oder ist das wirklich, das sücht ja so nach Schloppen. Und das ist toll. Das ist mein Schloppshirt, guck mal, ich schau mal bitte, ob Oh. Ja. Toll. Das war ja sowieso in Förder hinein lustigen Diskussion. Was trecken die denn an? Ich habe nur mir Gemütlichkeitskrams an, sozusagen, wo ich mit irgendwie inkuscheln dau oder so, aber so ein richtiges Pyjama-Hemdchen so was? Ich habe einen Schlafanzug an. Ich habe einen Schlafanzug an, den habe ich von meinem Modder schenkt kriegt. Das ist mein Winterschlafanzug, hier mit so einem Schneeflock. Und in Buchs passt da auch. Oh, Toll. Ja, ich habe die Decken hier gut leicht. das sieht doch total kommod aus, was du da Wirklich. Und was trinkst du von Doruk in Sina? Ich habe mir so einen Teemod, so ein klassisches, das wird man ja eigentlich nicht sagen, das ist ein Schwarz-Ostfriesentee, aber ich wurde da kann ich trotzdem noch schloppen, das ist mir total. Und ganz so, als ich das von Ostfriesisch gehört, mit Das ist Sahne. für mich, ich weiß. Das ist bloß für den Abend, normalerweise trinke ich das natürlich und einen dünnwandigen Rosen-Teewag von Ostfriesland, das ist klar. Aber so an Abend habe ich mir das ein bisschen anwährend, oder ich versollte mir das ein bisschen anzuwenden, abends einen Tee zu trinken und ich kann bloß Schwarztee, alles andere kann ich einfach nicht trinken. Und ich mache das so gern mit Sahne und Klunche. Und wir haben so ein Wochenende in der Neuchte von Timmel in so eine feine Teestube und have mir einen Tee bestellt und wäre vollkommen erschlagen, als ich eine ganze Kanne kriegen hätte, wo ich das Gefühl habe, das ist erst die Sorte Brie. Ja. Du kannst trinken und trinken heute nicht auch mal. Irre. Und lecker. Ja, das stimmt. Leib. Als ich in Nörden wohnt, da habe ich ja direkt im Mang bietet 2 Teemuseen von Nörden wohnt. Das Ostfriesische Teemuseum und das Teemuseum. Und das war so eine richtige Konkurrenz. Ja. Oder weißt du ja wirklich Bescheid. Ja, und wenn ich dann auf dem Hus gegangen bin und ich habe da echt direkt im Mang daneben wohnt. Und dann kamen die Touristen und die haben mich gefragt, oh, wo ist denn das Teemuseum? Wo ist denn das Teemuseum? Und ich habe gesagt, ja. Oder rechts.
Das ist meine Geschichte zum Thema Tee. Ist schon Teekultur eigens all Weltkulturarv oder sowas? Ja, so recht. Nein, also ich will das auch nochmal für allen sagen, das ist normalerweise nicht so mean, aber ich hab kein Wien in Hus hat. Ich gehe ja nicht so focke inkopen, obstünds, und darum gehe ich nicht wegen ein Flasch irgendwie nur ein Cent. Also Gift das, was Gift, und das ist doch ein Tee. Vernünftig. Und was trinken die da unten? Also bei mir sind die unten. Lisa, Hilka, trinkt ihr da was? Ich habe Hittemelk mit Honig. Klassisch. Ja. Montags bis Freitags trinke ich ja kein Alkohol, bloß an Wochenenden. Und dann gibt das schon an so, ja, so was Schönes. Das ist auch so ein Beten, erinnert ihn auch so ein Beten so an Kindertag, ne? Mhm. Kennen die das, dass die abends noch so Melk und Zwieback oder so Schwarzbrot in heißen Melk tunkt? Das hätte mein Opa immer eten, so aus so einem Zoo ab sozusagen. Das mag ich, wenn ich so richtig irgendwie, wenn so Winter ist oder so, auch gern zwischen den Mal. Oh ja. Melk mit Zwieback oder Schwarzbrot. Schwarzbrot und Melk. Ich Schwarzbrot. finde das vielen ganz völlig komisch, aber das gaftet wie Opa und Oma manchmal, und darum ist das so, ja, kann ich nicht focken, aber manchmal, und dann schleppt man fein kommodig in, ja. Gott. Sehr gut. Aber es gibt ja viele Leute, die können mit Melk gar nichts anfangen oder haben dann Allergie, also das ist denn schlecht, dann wirkt das nicht mehr. Oder eben Hafermilch oder sowas. Ja. Ja, das ist wahr. Denn, Yes. Ja. Also wenn die aber einen Golden Tipp gibt, ich bin schon nun auch all in das Öller. Ich sag mal so, du ist ja nicht schon mal kalt. Ne? Ah, ja. So. Und ich merke, und ich so, Ich habe immer und überall mein Pühl dabei. ja, also Im Hotel. Ehrlich. Ja, Entschuldigung, was wurde denn? Ich hab das so, zum Glück ob Stundsgrad nicht, aber schon mal so für ein, zwei Wochen. Da muss ich mehr in der Nacht ob Stunden ne Schlupftüch antrecken, das Bett ne betrecken, wie das natt ist von Schweit. So furchtbar. Ich habe mir zwischendurch auch so ein Badeloken innerlich prophylaktisch. Das ist schlimm. Und wenn du erstmal mehr in der Nacht wirklich den Betttuch wesselst, du bist ja auch wach, ne? Ja. Sehr Furchtbar. Okay, dann beten wir ja was noch so, ob es da kommt. Ich sag schon, das ist nicht schon genähte Tiet bedeuten. Ja, das ist eine ganze notwendig, ne? Es geht. Aber ist irgendwann auch wer vorbei, oder? Ja. Also wie mir sind das immer so ein paar Wochen und dann ist wieder gaut. Ja, okay. Verrückt. Uns du ab. ich kenne das von meiner Mutter aber gar nicht. Die hat das gar nicht hat. Mama, nur Nummer noch vor mir, werde ich gar nicht. Also so schlimm hätte sie zumindest nicht verzerrt. Nee. Also ich helfe das auch nur nachts. Aber an Dachguide, nicht immer so. An das nimmst. Nö. Ah, okay, das haben ihn mal in der Erde, ne? Die vielleicht auch kennen. Also meine Mitmenschen mag nichts, nur ich. Aber das ist ja sowieso immer so ein hormonellen Gedöns. Das ist ja so individuell verschieden. Ja. Und was magst du dann, damit du wieder inschlafen kannst? Du kannst schon nicht allzu viel mucken, ne? Also findest du ob. Und ich wohne an so einer idyllischen Hauptverkehrsstraßenkreuzung. Und du kriegst das nächste Problem. Okay. Aber du wendest du dir an. Ja. Cool, Aber aber wenn- wenn eins, hey, und dann hüpfen, dass du wieder inschleppst. Aber ich stunden so und so als freu ob. Und dann kann ich nur noch die Glock kicken, lohnt sich das noch? Oder fangst du den Tag liegen? Wenn es stammt hier denn so? Also du um selben habe ich all gehört, also ohne Weg. Und du, Benita? 4:30.
Warum? Was ist denn da? Ja, dann fange ich auch bald meinen Arbeitstag an im Homeoffice und kein frei anfängt, der hätte auch frei 4 Ja. Uhr. Und ich habe ja Jobs. Ja. Wow. Ja. Und du, Lisa? Ich stehe auch um 4:45 auf. Ja, aber ich bin einfach ein freier Typ. Also ich mache das einfach total gern. Dann habe ich meine Arbeit auch fertig, bevor ich dann ins Labor gehen darf. Ich mache das ganz gern. Und kann dann abends zum Sport oder halt morgen schon. Aber dann würde ich eben einmal fragen, weil das ist bei mir doch ein bisschen anders. Wenn ihr geht denn, also wenn ihr geht in Bär? So, morgen halb 3 gehe ich ins Bett. Ja. Ich auch. Okay, krass, ja, dann ist dort eine ziemliche Verschiebung. Also ich schlafe selten für 2. So. Ja. Mhm. So, ich brauch 10 Stunden. Ich will auch nicht. Ich kann 10 Stunden problemlos durchschlafen. Das ist doch gut, man muss dir bloß weten, ne? Also, aber um 2:30 bin ich noch. Das liegt nicht an Tee. Das ist Nein. Das ist okay verschieden, ne? Also wenn ich mal auch liegt es mehr in der Nacht oder auch ich belebe die Tagesschau nicht mehr. Also das kommt sich dann auch mal für, aber das juckt mir dann auch nicht. Aber mehr ist die Glock time, bitte. Okay, im Recht hat der Schlopp für 12 irgendwie der Bätere oder der Dapere Schlopp ist. Der kriege ich also selten auf. Dann muss halt wirklich was wesen, so dass ich so müde bin, dass ich durchschlafen kann. Ja. Aber das ist natürlich auch die Künstlerseele, ne? Normalerweise steigst du ja auch oben zu lang auf der Bühne und dann kannst du doch auch nicht nichts schlucken. Das ist ja. Also ich habe halt keinen Rhythmus, ne? Also das ist natürlich, ich muss ja nirgendwo ins Händenmörns, also und also wenn, dann stolper ich ab, aber wenn nicht, dann hätte ich ja die Freiheit wieder zu inzudellen und kann auch wesen, dass ich manchmal habe ich so einen Schub und dann mag ich dann arbeite ich bis um 4 und dann schlafe ich dementsprechend lange, das ist klar, ne? Aber das versuche ich zu vermeiden, weil dann wird man irgendwann. Ja. Dann ist man ja nicht mehr kompatibel mit all der anderen. Ja. Ja, denn also wo Süden überhaupt den Arbeitstag gut. Du hast die Auftritten, aber du schriftst ja auch selbst leider, du kannst ja nicht sagen, keine Ahnung, Glock Urban würde ich vielleicht noch was tun, nun kommt mal an, die Ideen, das passiert ja nicht. Nee, also das ist ja der Arbeitstag, der gibt das irgendwie nicht. Und nun muss man ja auch sagen, sieht ein Jahr ist ja sowieso alles anders, ne? Also da, mit der Auftritte hätte sich irgendwie erledigt. Also ich baue Focke in mein Wohnzimmer weil ich irgendwie so Streams habe als Nu oder für andere Sorgen. Und dann bin ich natürlich auch irgendwie, dann habe ich so einen Termin sozusagen. Aber alles muss ich das all und mir selbst generieren, wenn mag ich was. Und ich kann bloß hell dankbar sein, dass ich so eine Selbstdisziplin habe. Ich weiß auch nicht, woher ich die habe, aber der ist so. Also ich mag die Sachen und bin da leib diszipliniert. Aber ich habe ja noch kein Kinder. Ne? Also ich habe nimmst, der mir so einen Rhythmus vorgeben seit. Und das ist natürlich auch eine große Freiheit, der ich auch genießen kann. Also der ich gut kostet. Und dann mag ich das, worauf ich Lust habe, natürlich auch. Kreativ bin ich tatsächlich am ehesten, wenn der Dach lebvoll ist und wenn ich eigentlich gar kein Titel habe zu schreiben, dann bekommt das. Meistens so von einem Auftritt noch alle und bam, 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 dann, ja. Also, das Corona-Tit ist nicht förderlich für meinen kreativen Output. Also ich mag eins, was irgendwie geil, und ich habe ja nur 2 Songs released, also ich bin stetig dabei, aber der Inspiration fehlt irgendwie. So und Alldach. Und, ja, ich freue mich, wenn wir losgeht oder wenn ich mehr beleben darf von Guten in so eine Live-Erfahrung. Also das ist für mich, für den meisten ja irgendwie nochmal unmittelbare und prägender und dann kommt auch mehr wie Hut. Ja, stimmt. Ich glaube, das Handfehler mit so einem, das einen weniger belebt und dann auch, das ist die Kreativität auch. Ja.
Und eins ist ja so runde vorn. Ich weiß nicht, wo ja das geht, aber ich bin müde als alles in meinem Leben. Ich bin anstrengender als alles. So, weil man ja irgendwie, also wenn man nicht noch Arbeit hin muss und keinen Rhythmus hat, das ist ganz komisch, ne, der Quarte. Ja, das ist eins ein bisschen ruhiger und dann mag ich auch, aber wenn denn mal Stress ist, den ich vorher so nie ansehen habe, dass ich denke, oh nee, da habe ich jetzt just keine Lust drauf. Also, ja, oder dieser Stress, also ich will einfach so gern mal gut gehen. Also wenn die das hier nun live fahren, hat mir den ganzen Tag alt frei, nun habe ich mich auch frei, aber das ist was anderes, hier zu sitzen und dann muss man erst, ne, der ganze Dorsch hier in Wohnzimmer so, also das gut gehen und mal wieder nach Hus kommen, das ist, also ich freue mich, wenn wir uns irgendwann live kennenlernen dann. Wir kennen uns ja immer noch nicht. Ja. Für alle, die in Sina, ich glaube, wie sind uns mal live bemüht? Ja, das stimmt. Thorsten Börnsen, ne? Stimmt. Genau. Und da wussten wir noch nicht so genau, ne? Genau. Und bist du nicht ob derjenige, der just so bekloppt ist als ich, da die ob ein Ponton schlecht war, aber wenn er richtig schaukeln da ist eins gut? Wärst du das? Ja. Ja. Ich bin überhaupt nicht sehtauglich, leider. Ich habe all Probleme, wenn, kennt ihr diese Staulen, die sind in Mode, die haben keinen Fair Bein, sondern die sind so, da kann man... Ja. Ganz gut für ruhig gewesen, aber ich muss da spucken. Ja. Also mir wird sofort lebt schlecht. Und wenn das aber, also Achterbahn fahren oder so geht und so ein Motorboot, das ist aber nur in den Kopf, also weil das Instiegen ist ja dann so eine sachte Bewegung. Mhm. Das kann ich mir sogar auch, aber ich glaube, wenn das so ganz flink wäre, dann wäre es okay. Und das ist bei dir auch so, das ist ja toll. Ja, und da kann ich nämlich auch besinnen, wie während du musst laufig über die Landungsbrüchen oder so gehen, oder Genau, toll, ja. Der so ganz, Annalü hätte das nicht mag, aber wie beiden, wie wären so, oh. Das was, das ist Package-Dach, nur hätte wer. Ja, so. Gemacht hätte. 1A Stadtführung, Herr Börnsen. Ja, der ist so super. Ja, sowieso. Stimmt, das war toll. Ach, so, ja, genau. Und hast du das mit den Staulen? Nee. Mit was? Mit diesen Staulen ohne Verbein, hast du das aber noch nicht mag, dass die auch so ein bisschen schwummrig wird? Nee. Kannst du denn in Hängematte liegen? Ja, das geht. Ach, kiek. Und wo ist da dann wie ja mit dem Waterbett? Geht gar nicht. Oh Gott. Nee, ich kann nicht mal Luftmatratze. Ach Gott. Oh. Ich habe mal Focken auf Grund legen, weil mir das so peinlich west ist, also zu sagen, dass ich da nicht schlocken kann, und dann habe ich nur Grundlecht. So. Ja, kann ich gar nicht. Ach. Pflegen weit. Sagt man nie, also mag ich nicht so Focke, aber Pflegen finde ich gut. Ja, aber Waterbette finde ich auch gar nicht so gut. Ich habe einen Ex-Freund hat und der ein Waterbett hat. Und das ist Kolle, das bin. Das ja, ist Kolle. Text in so ein, da können wir überhaupt nicht. Der geht uns für nichts an, aber das Waterbett in der Praxis, wenn du nun ob Stunde mal nicht schluppen deit, nee, kann vergeten. Muss vergeten. Nix. Nee. Das bringt gar nichts. Gar nichts. Nee. Das ist nicht mooi. Nee. Kann ich nicht empfehlen. Für einen Rüchs schaltet ja super sehen. Aber ich mochte, also zum Schlopen mochte ich das nicht leben, weil das ist bannig Kolle, wie das Water da bin, das war ja nicht hit oder nicht richtig warm zumindest. Bestimmt auch mit so einem integrierten Heizkörper. Ja, aber das ist dann so, ob ich, wenn ich 22 Grad instellt und das langt mir nicht. Wenn ich all mein Wärmflasch brauche, ne, dann kannst du das hinter morgen, aber das kostet dann ja auch Strom. Ja. Das ist so teuer. Ja, und für den Rest, nee, könnt ich vergeten, könnt ihr nicht Bett. Lisa, hast du alle Erfahrungen gemacht? Nein, noch nie. Ich dachte gerade so die physikalische, also der lütsche Ingenieur in mir hat gerade so nachgedacht, das müsste ja eigentlich mit der Wellenerhaltung und dann so eine Stützen deit. Nee, das ist ja keine stehende Welle. Ah, okay. Nicht so Sinus. Das ist so, Entschuldigung.
Dann so, oh, versuch. Nee, ich muss das anders. Oh, trifft man. Nee, oh, nee. Und dann ist alles vorbei. Okay. Gott, aber. Wie das auch klärt. Ja. Also, oder stört uns doch tau, wenn ihr Kommentare habt, wo noch Tipps habt, wo man mit den Worten umgehen kann. Ist schon cool. Aber ja nur, welches Schlafdach habt ihr denn? Fenster up oder Fenster dicht oder wo kalt könnt ihr das oft in Nacht, also so in Zimmer, nicht in Bärsöhns. Wo ist das bei jou? Gern. Nur ganz pflegeleicht. Mir ist das vollkommen egal. Ich kann immer schlafen. Ob warm, ob kalt. Ob, wir können nicht finster, ich glaube, wir können den Finster hier gar nicht richtig abmocken. Ja, nö, ich bin da. Ach. Ich hab da so, lüften. so da Borben kann ich so Betten ummocken. Ja. Das hier. Das lüftest du? Wie bitte? Lüften ist denn nicht, oder was? Ja, so ein Betten, der ich die Tür führen. Versuche ich immer mal zu lüften. Okay. Krass. Ja, das ist auch ein Tau. Du hast noch kein Schimmelproblem. Nee, das ist wirklich irgendwie. Nö. Aber ich wohne hier auch noch nicht so lange. Ich muss mal morgen hin. Okay, wie lange ich noch wohnen blieben da. Für mich ist bloß wichtig, dass ich warme Freud habe. Wenn ich Kohle Freud habe, ich kann nicht entschlucken. Und die war doch nicht einfach warm. Nein, das ist eine Illusion. Das ist bei mir, das geht bei mir auch nicht. Da kann ich auch 5 Paar Socken antrecken, die war nicht warm. Ja, aber ich habe mal gehört, dass wie der ein oder andere da auch autogenes Training helfen deit mit der warmen Feuchte. Das können wesen. Das willst du doch sagen, Lisa. Ich habe gerade überlegt. Ja, das kann sicherlich die Durchblutung anregen. Ja. Spannend. Oh, Kann wie der Freud warm denken, meinst du? Mhm. Man kann ja fast alles irgendwie denken. Aber nicht in Waterbälle. Das empfiehlt Der Schock. Alternative, hätte Boot waren, achter nur ins Bett. Das wäre doch, das finde ich gut. Aber ich habe ja ein anderes Problem, weil ich kriege durch das eine Näsloch so schlecht Luft in der Nacht. Und ich glaube, ich schnarch nicht, aber ich wach dann ob, wenn ich auf der falsche Seat lieg und dann habe ich das Gefühl, ich erstick. Und nur habe ich was nicht probiert, Nasenpflaster. Was ist das? Das ist so ein Pflaster, das ist so, so stiff. Und da klebst du dir hier über die Nase über und da trägt das dann so ein Beten untereinander und du kriegst so gut Luft. Ach. Und ich habe das auch als Sport probiert. Und ich habe so viel Sauerstoff gekriegt. Ich habe so, wow, Höchstleistung hier nur. Ja. Dann wäre das vielleicht auch gut ein Nasenpflaster und die Maske ob, für die Leute, die nicht noch Luft kriegt. Ja, vielleicht. Weiß ich nicht. Können wir ja mal uns Gesundheitsminister fragen, ob der auch noch Nasenpflaster Blutgift in der Apotheke. Die Frage ist ja, ohne Maske ist ja weniger Luft. Ne? Also das ist ja wahrscheinlich dann der Unterschied. Also wenn es wieder ist, kommt ja trotzdem, ist ja keine Ordnung. Muss man mal probieren. Test das doch mal für uns, Hilka. Ich probiere das gut und ich werde berichten. Ob der anerkannt Brillenträger, der mag das ja auch schon mal, der größte beschlucht ja Likas. Da kommt ja immer noch Luft gut und drin. Dann wie auch allen, wie hier lesen, immer ein Brill open, ja, das ist wirklich blöd. Hey, der nicht die totale Lungenfunktion hat. Boah, mal mit dieser FFP2-Maske. Ja. So, Lisa, und nochmal zu der Kohlenfreud. Hast du jetzt eine Meditation für Kohlefreud oder gegen Kohlefreud? Ich habe jetzt gerade keine gegen Kohlefreud, aber ich habe schon eine Meditation auf jeden Fall mitgebracht. Wenn ihr da Lust drauf habt, dann könnt ihr die morgen. Die ist so ganz neu, ganz frisch.
Und Meditation, das möchte ich noch einmal kurz dafür sagen, ist wirklich einfach eine Übungssorg. Das ist, je öfter man das morgen deit, je öfter man die Dinge wiederholen deit, desto eher schafft man das, dass das Gedankenkarussell mal aufhören deit, dass diese ganzen litschen Fällen Stimmen in den Kopf, dass die vielleicht noch da sind, aber dass die denen keine Aufmerksamkeit mehr schenken dauert. Und das ist einfach dranbleiben und wirklich versuchen, diesen wundervollen, kloren, leeren Kopftau kriegen. Und irgendwann hat man das so gut und denkt sich so, oh Mensch, das ist das, wovon Lisa vertellt hat. Aha. Weil wenn sie mi Tau hört und obschauen Atem versucht Tau hören und Tau feulen, dann ist schon noch gar nicht mehr so viel Platz für andere Gedanken im Kopf. Aber gut, wenn man sich entfallen lassen kann, und da kommt auch immer ganz ob der Hormonloch an, das kann ich auch vertellen. Wenn man dann so richtig schon so eine innerliche Anspannung hat und man mag so, oh, ich bin so Gott vor den Tagen, dann geht das meistens nicht so richtig um Entspannen. Ich mag fockete so Traumreisen und Fantasiereisen in so Gruppenkontext und ich sag dann immer die Tau. Und wenn nicht klappt, dann ist das so. Also, dann stoppt einfach oder mag irgendwas oder denkt an Inkaufzell oder so. Ist denn egal. Und das ist für den meisten und auch für mich, wenn ich das so mag, wenn der Druck weg ist, dass das nur klappen muss, dann ist auch all völlig stark. So. Absolut, genau, das muss nicht klappen. Das darf klappen und ist wundervoll, wenn das klappt, aber wenn nicht, dann ist das auch voll okay. Du hast dir ja trotzdem der Tiet verdient. Und das ist ja das Wichtige daran. Mhm. Okay, ihr Lieben, dann fangen wir an. Heute mal mit der Meditation, Ruth. Mogt ihr das kommodisch? Sie könnt ihr hinsetzen oder hinlegen, ganz wie ihr das am besten gefallen deit. Und wo ihr am besten zur Ruhe kommen könnt. Um ihr voll und ganz auf uns Spazierengehen zu konzentrieren, mogt wie zuerst hopen ein paar Atemübungen, um den Kopf frei zu machen und die sanft in die Meditation fallen zu lassen. Dann könnt wir hopen den Weg gehen, die Luft rücken und die Sinn feulen. Also, slut die Augen. Und beim Inatmen tellt wie 1, 2, 3, 4. Wie holt die Luft an für 1, 2, 3 und atmet gut für 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stell dir vor, du steigst auf einen Weg. Wie sieht dein Weg aus? Ist dein Weg aus Asphalt? Ist er von Schnee bedeckt? Ist er eng? Oder ist dein Weg ganz breit? Links und rechts von deinem Weg siehst du Schnee. Der Schnee liegt ganz ruhig. Der Schnee glittert ein Beeten von der Sonne, der über den Bach schient. Du gehst voran, an Böhmen vorbei, die noch halb von Schnee bedeckt sind. Ein paar Felsen kickt all ut den Schneerut. Und auch ein lütscher Berg tingelt durch die Steine. Den Weg kreuzt den Berg. Mit einer Brüch könnt wir den Weg überqueren. Wie sieht die Brüch ut? Mach ein paar Schritt ob die Brüch und stell die ob die mit. Wend die nur rechts, die Sonne entgegen. Du magst der Kraft von der Sonne in dein Gesicht. Du fühlst, wie die Sonnenstrahlen die Stirn warm macht. Wenn du die bereit fühlst, drei die Wette die im Wächtau und geh von der Brüch. Kreis den Kopf ganz langsam, ganz liebevoll, ganz sanft. Und dank die Söms, dass du die Tiet nur für die genommen hast. Du kannst an die Brück jümmes Wetter kommen
wenn du Sorgen, negative Gefühle, Stress oder Kummer hast und sie einfach an den Berg übergeben. Open die Ohren und behalt das leichte Mustern auf dein Gesicht und den ganzen Tag über. Danke, dass ihr mit mir heute spazieren gegangen sind. Oh, besten Dank, die. Ja, Ich bin das Gefühl, das Heinz ist slopen, ne? das ist gaut. Ja. Das ist so, dieser meditative Tauschstand ist fast dieser Tauschstand zwischen Wogwan und Schlorpen. Da, wo us Atem langsamer wird und us ganzer Körper als und Beten Rinne regeln deit. Ganz, ganz spannend, wenn man sich da auch mehr mit beschäftigt, was auch das Gehirn in der Meditation eigentlich mocken deit und wie us Söm trainieren könnt. Just das eigentlich nichts mocken. Und darüber mag wie so viel. Super faszinierend. Ja, ich habe mal ein Seminar mit Selbsthypnose. Und das geht ja auch ganz viel über Meditation, wenn du so willst. Ich habe bloß das Pech, ich bin wirklich immer in Schlucken. Wäre aber auch ganz schön. Schön gut schlafen und im Seminar bitte kommen. Voll entspannt. Oh. Ja, bei mir ist das so, ich habe direkte Billas im Kopf. Auch wenn ich als ich Kind war und so Benjamin Blümchen Hörspiele hört, habe sofort die hele Geschichte im Kopf hat. Und nun ist das so, ich kann wie ein Autofahren kein Hörbuch nicht hören. Geht nicht. Ich sehe auf der Windschutzscheibe der hele Film ablaufen. Geht nicht. Kann ich nicht hören. Wenn ihn anders fort, ist das klasse, aber ich kann nicht selbst am Stör sitzen. Das geht nicht. Spannend. Ja. Habt ihr eigentlich eine Abendroutine oder eine Morgenroutine oder sowas? Ja, so bei mir ist das, glaube ich kann nicht so ein Frühstück irgendwas mocken. Das erste, was ich mag, achte ich, ob es dann bin und kurz im Badezimmer gehe ich nach der Küche und dann mag ich mir eine große Kanne grünen Tee und mein Frühstücksbrot dann dazu. Ich muss am Morgen einen grünen Tee am besten trinken und ein Brot dazu. Ich kann auch kein Müsli oder sowas am Morgen essen. Das gibt mir nicht so ein Gefühl, ich kann den Tag starten. Oder auch Joghurt oder sowas, das ist nicht mein. Ich brauche morgens immer diese Art von Frühstück. Und wenn das eine Morgenroutine ist, ja. Okay. Oh. Ja, zumindest ein Hitgetränk. Also, was das ein Tee oder Kaffee ist, das ist dem meist egal. Also, Kaffee ist schon gut, aber kann auch Tee wählen. Aber das brauche ich. Was eten, so Freude, nee. Na, du bist ja auch nun gar nicht freu ob. Ja. Also, ich fange dann mit Mittagessen an oder so. Ja, für diese ist das bei mir auch allmittags, aber das ist ja, ich stehe nur Leute ab, aber also ich habe das ja alles erzählt. Also ich mag den Sport, lebe noch für das erste Kaffee und bin tot Frühstück all klar mit Duschen und mit Sport und mit Gedösel und hab auch all der erste Socken so gut Handy auch all läst und wegschafft. Das kann ich auch, wenn ich den Tiet hätte, das ist ja klar. Ne? Also wenn man irgendwo ins Hand muss, ist das was anderes. Aber, Und Kind jeder auch, dass jemand drömt und das beschäftigt oder den hellen Dach oder noch länger, dass ihr drum überhaupt nicht vergeben könnt? Also ich habe ja, das kern ich und das hemmt ja Völlü und da hilft das ja, wenn man so ein Tagebuch machen deit, so ein Dröm-Tagebuch, auch wenn man sich mit der Dröm vielleicht nochmal beschäftigen will, auf so einer psychologischen Ebene kann das ja helfen, wenn man welche Erde Bescheid weiß und man vergeht ja auch flink die Einzelheiten und so ein Dröm.
Und darum habe ich das, also wenn ich das Gefühl habe, das ist nun ein wichtigen Traum oder da ist so ein Build-in, dann schreibe ich das ab. Ja. Und wenn Lü so sagen, ich kann den auch nicht mehr inschlappen oder so, dann ist das löwig bete, man schreibt das eben ab, dann weiß man, das ist doch noch irgendwanns und dann muss man nicht immer wieder dabei sitzen und kann ein bisschen besser entspannen. Also so. Was ich so verrückt finde, Kinder auch, dass ich einen Albtraum habe, ganz furchtbar, und dann wuchst du ab, versuchst wieder inzuschlucken und dann dröme ich die Fortsetzung. Man, wenn ich was richtig Scheune dröme, denke oh nee, was bin jetzt da muck noch mal die Klüsen dicht, da gibt kein Fortsetzung. Aber das ist das, also noch so ein Albtraum hilft das wirklich, wenn eben einmal aufstehen, einmal Coldwater im Gesicht und was auch immer oder einfach auch Knoggorn oder so, dass man, also dann habe ich das nicht noch mal, dass ich da wieder da in Träumen. Das kenne ich auch. Das ist nicht, nee, das, ja. Ich habe da lange nicht mehr gehabt. Nee, ich schon Glück auch nicht. Nein, so. Ich habe das mal hat, das wäre so für 2 Jahre oder so was. Du gäbst das Menschen, die hätten mir so richtig, also permanent ärgert und ich konnte ihm wirklich nicht auf. Und dann habe ich träumt, ich schmiede ihm in die 11 und ich tue, wo er versuchen das. Gut, wir hätten dann achter nur wohl miteinander schnackt und wir gönnen das. Aber selbst heute noch, wenn ich so denke, ey, was für ein Knallkopf. Dann denke ich an diesen Traum und dann geht mir das doch wieder gut. Das mag mich so ruhig, das ist nicht sonderlich christlich, aber ich denke, dafür ist ja auch vor. das Bild in mir denkt, naja, warte. Wahre. Aufschreiben, also wenn ich irgendwie Stress habe und sieht ein Jahr ist ja mental in meinem Kopf und bildlos an Stress, also diese Ungewissheit und also und sowas, das habe ich einfach gemacht. Und wenn ich das bloß in mein Handy diktieren da, weil ich keine Lust habe, das aufzuschreiben oder so, aber ich mag das weg, ich pack das irgendwann an, weil anders kann ich nie wieder schloppen, so. Also ich glaube, das ist immer ein gauden Plan, wenn man das erstmal. Oder das kennen die doch sicher auch, wenn man sich aufregen über irgendwelche und dann übt man im Kopf, was man das nächste Mal alles sagen will und so. Ja. Entschuldigung. Ein Wecker klingt auch interessant, ne? Wie ein Wecker um diese Zeit, aber ich muss links noch einen Post morgen. Oh. Ich finde mich so gaut, dass das nicht liegt, also dann eins weg oder eben weggestellen, dass ich nicht gedacht, also dass ich nicht den ganzen Tag Angst habe, ich vergesse das Lied. Dann kann ich irgendwann was hinschreiben und dann ist es so klar. Ne? Ja, Hauptsache im Kopf rot. Ja, genau. Gold wert. Ja, das helfen, so mit To-Do-Listen und sowas. Ich muss so und so gern listen, ob zum Anfang oder zum Ende von Jour, was will ich schaffen, was für Träume habe ich und dann nur Angel kicken, was will ich immer noch oder was ruck ich nicht mal oder ob was habe ich geschafft, aber also, ich brauche auch viel die Hand und ich muss das von Hand schreiben, genau. Kann ich tippen, ich denke über die Hand. Das ist auch wichtig, das Schreiben mit der Hand, das ist auch ein bannig ollen Mechanismus, dass Hand und Bringen miteinander verknüpft sind. Und ab und zu hört man das ja bei den Lehrern, die Kinder, die brauchen gar nicht mehr mit der Hand schreiben lernen. Doch, das ist bannig wichtig für das Lernen. Wir auch dieses Gefühl von dem Stift auf das Papier, dieser Widerstand, den du da hast. Das ist etwas anders, als wenn du auf so einem glatten Tablet was schriebst. Ja, man ist ja mit allen Sinnen dabei, wenn man Ich habe Freude hat, als ich noch viel Theater später von ich muss lange Texten wenn ich lernen. Ein ganze Titel einfach ein Promo für sich hinsappeln und sich feststellen, wo der dann auf die Bühne aussieht. Aber wenn der dann wirklich fail ist oder auf dem Beben Figelinsch, dann helfe ich mir das und immer so lierlöt, immer auf ganz löte Zettel, dass ich denke, das ist nicht so fail schon lernen und dann mit der Hand aufschreiben. Ja, ich auch. Bei mir Hand in den Kopf. Ja. Die erste Vokabelhefte in der Schule. Ja. Ja.
du denkst, ach, es da doch eins in der blöde Lehrbuch bin. Nee, du musst das nochmal aufschreiben. Nicht Ja, also dann läge so ein Text dann notwendig lernen. Also Ja. Ja, okay, im Prinzip ist das Gleiche, aber man Gibt es da bestimmte Techniken, um lange Texte zu lernen? Ja, gibt da Techniken, aber das ist als immer. Man muss selbst kicken, wo hat man da Probleme mit oder nicht. Ne? Mhm. Hören, also das hilft dann, der Text aufzunehmen und immer wieder anzuhören. So handschriftlich Guide, also ich lerne erstmal, also ich muss den Text verstehen. Also für Ja. das ist wichtig. Ich muss das wirklich, ne, das muss für mich einen Sinn ergeben. Und wenn der Text an sich keinen Sinn ergeben hat, muss ich mich den finden in der Text. Und ich finde, die Texten, die ihn persönlich was angeht, wo ihn wirklich denkt, ja, da kann ich mich wirklich mit identifizieren, das bin ich, den muss ich gar nicht lernen, der habe ich. Ja, Der lese ich und den sind fortspinnen. So. aber die anderen Texte sind ja ein bisschen spannend zu spülen. Ja, das stimmt. Ja, aber so gar nichts zu tun, dann ist ein bisschen stur, das stimmt. Ja. Aber das macht ja noch Spaß. Bloß ich bin zum Beispiel gar nicht der Typ, der sich selbst auf Band quatscht und dann schon mal wieder anheuert. Ich höre mir einfach selbst nicht zu. Das ist will ich mit den Gedanken woanders. Also. Ich habe aber mal gehört, das gibt so zwei Typen von auswendig lernen. Und zwar der eine, das hört man ja auch schon mal, wer das so in den Nachrichten, die mag so Bildergeschichten und sowas. Und der andere Typ, und das bin ich, so ein Typ, der braucht Rhythmen. Ich kann mir wunderbar Gedichten und Lieders und sowas marken. Und eine Telefonnummer, wenn das ein Rhythmus bin ist, wenn ich das singen kann. Aber nicht so, wenn Lüd so notwendig denkt, 38, 40, 72. Denke ich, was? Ja. Und 38, 38, 24, 72 oder sowas ziehen. Dann kann ich mir das super marken. Aber, und wenn dann Lüd mir sowas vertellt, ja, du brauchst so eine Bildergeschichte im Kopf, dann denke ich, ja, aber dann merke ich mir die Bildergeschichte und nicht den Text. Ja. Ich auch immer die ganzen Fernsehshows, wenn sie das sagen, ja, und dann denke ich mir, das Bild doch und das, dann denke ich, du musst hier schon mal mehr marken, Herrgott. Aber das ist ja das Tolle, ne? Man muss die Leute mit der eng wegfinden. Also, Ja, genau. denke auch, ne? Okay. Ja, und ich kann mir besonders gut was marken, so Gedichte oder Liedtexte, fördert Inslopen. Wenn ich mir das von Inslop dann immer wieder vorsehe, dann kriege ich da drin. Das sehen wir an den Kindern auf der Klassenreisen, auch immer leicht, ja, der Text einfach ohne Kopfkissen und dann geht die Nummer durch und dann ist das Alpin und so. Und das stimmt nicht auch. Also das ist tatsächlich. Also wie Mathe, Physik hat das bei mir nicht funktioniert. Ich habe auf so viel Mathe-Böcker schluppen, das ist nix. Nur ein Haar im Nacken. Ja, du warst. Also Mathe, ja, leider. Und ich habe dann wirklich versagt. Ich habe mit allen Mitteln gekämpft, aber nee. Ach, in der Oberstufe, da habe ich so ein Leben Freund hat und der war ein direkter Nachkomme von Johannes Kepler und hey, haben mir dann schon mal die Hausaufgaben gemacht. Ein braucht bloß die richtigen Frühen. Ja. Ja. Ehrlich. Was aber ja, also ich bin noch nur mal wer noch mit inschloppen. Was ja auch helfen ist, wenn man sich, also um sich sozusagen gauden Mindset hört inschloppen zu bauen, dass man sich irgendwie noch mal an den moje Socken besinnt, der ein Dach so west sind und so. Und ich habe einen CD-Mock mit Schloppliedes. Da habe ich ja in der ersten Lied von der CD auch so ein Lütchen. Man kann das Meditation nennen, aber so ein Besinn einfach, was hätt an Dach eigentlich west? Also, ne, wer besündes moi, worüber hast du die Freiheit, was hast du belebt, was hast du mockt? Und dann das so Frage, hast du die nun kommodisch mockt, nur ist dient tit, du kannst denken und so langsam, ob es nicht Müll worden und innen schloppen. Das ist auch der Hoffen, dass das wirklich was wirkt sozusagen, wenn man sich mit den moje Socken am Dach beschäftigen seid. Von innen schloppen nochmal Nachrichten gegen dein oder all die Hate-Kommentare und ein YouTube-Video lesen dein. Ich glaube, dann ist mit Schlopp und nicht so gut.
sondern dass man sich so positiv konditionieren lässt an Ehren von Dach. Ist Löwig, ist morgens Löwig auch gaut, aber vor allem natürlich, wenn man zur Ruhe kommen will und wenn man keine Albträume hemmen will. Ne? Ja, und dankbar wein für das, was in het und sich das nochmal für Augen führen, was noch da ist und was noch gut ist. Und ich läuft durch. Sind wir doch alle noch verwöhnt und fällt uns Masse in. Die Hemden Wehe. Einfach eine gute Gesundheit ist. Gaude Gesundheit und wenn wir nun alle Welt Schloppdachhemd, dann können wir uns ja immer freuen, dass wie ein Bärhemd, in dem wir schloppen können. Das ist ja irgendwie selbstverständlich und so. Also wir haben ja gar nicht Gaut und Ja. das ist ja auch ein Gauden Geschichte, das immer wer hochzuholen. Ne? Ja, das ist so. Und Schlupfleder sind da ja auch was nicht Feines. Du hast das als echt. Und ich kenne auch eins von ihnen Künstlern und die kennt die vielleicht auch einug als Lucy Electric. Da hat sie auch das Lied mal Ruth gebracht. Von Dach Lucy van Org macht sie bannig andere Musik. Aber ich muss sagen, sie hätte mal so ein bannig dullet Schlupflied Ruth gebracht. Ich glaube, von Dach distanziert sie sich davon. Aber ich finde das so scheun. Und ich glaube, Insina, wie hört auch noch was von die, aber ich will von Lucy van Org eine Strophe von ihrem Slow-Lied mal singen. Das ist ob Hochdeutsch, Hörers, Shows, das ist ob Hochdeutsch, aber das ist so schön. Und das singe ich auch gerne meinen Patenkindern zum Inschlafen vor. Kenne ich gar nicht. Toll. Ja. Ich singe mal in Strophe. Lebe Lucy, das ist für die, du magst auch von Dach super Musik, aber ich mag auch den Olle Alben. Also, das geht so. Weiß wie Kreide überm Dach, all deine Träume hat der Mond gemacht, schwarz wie Kohlen, endlos weit. Ich bleibe bei dir in der Dunkelheit. Schlaf, schlaf in meinen Armen, schlaf. Ja, das habe ich hier nochmal schnell übersungen, aber lebe Lucy van Org, du bist ein großes Vorbild für mich und ich lebe den Musik. Wow. Ja. Wow, große Klasse. Noch einen zweiten Strophe. Das ist ja toll. Oh, fein. Der Mund, wie hört, ob er verlinken, dass er das auch hören kann. Ja. Ja. Lucy van Org ist, finde ich, eine bannig dolle Frau und ich verehre sie. Kennt ich gar nicht so genau. Gaut das wieder mal so ein... Gröten an Lucy van Org. Ja, aber ich glaube, Insina hätte uns auch noch was mitgebracht, oder? Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr, also man kann ja über Zoom nicht zusammen singen, das ist ja das Score, ne? Also wir könnten nun nicht mit Fairlü singen, aber vielleicht können ihr in Kopf mitsingen oder hier schalten ja auch stumm und singen mit, das geht auch, oder hier in Hus singen mit, das Lied, der Mond, der ist nur abgegangen, also der Mond ist aufgegangen, habe ich auf mein CD auf Plattdeutsch mockt, also platt mockt, aber nicht so Wort für Wort übersetzt, sondern mehr so atmosphärisch. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr ein bisschen Taulüsten. Hätte ja 4 Strophen, aber vielleicht haben wir der Tiet noch Annes Sergi Storb. Annes, ja, viel Spaß und innerlich singen wir natürlich zusammen, weil das viel mooier ist. Der Mond, der ist nur Aufgang, der Stern nur immer heller Wand, sie funkeln hell und klar, dein Moorlicht schwarz und einsam, der kaum ins Nebel untergang, alles ist hell, still und wunderbar. Was ist die Welt so still in Nacht? Die Dämmerung kommt mit all sie Macht. Wir sitzen mit
mit Tee anfühlt, als kun wie alles sagen, ansieht lernen, witaut mögen, so still umfangt die Nacht us hier. Find doch, ist hey blot halb to sein, man eigentlich, dat weet ist hey doch rund und moi, so sind da noch ein Heilbild Sorgen lagen, an es könnt wie nix morgen, us auch kann dat nicht warten. So licht ja hen miteinander, Gott holt uns in sin Handen. Ach, wat ist auch kalt, Gott blifft bei uns, auch in der Nacht. Kein Angst für ein hey halt wacht, ist auch bei Ham, der ist krank und Schlapp kaum. Gute Nacht in Sina.